Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir jetzt wieder in so großer Zahl hier sein können und dass wir auch wieder die Freiheit haben, mindestens mal hinter Masken anzubeten. Ne? Ist besser als im Schweigen anzubeten. Fühlt ihr euch wohl hier? Und es werden die Zeiten kommen, da werden wir auch mehr als 100 sein dürfen hier. Es ist gut, so diese Perspektive zu haben. Wir haben zurzeit eine Serie über das Reich Gottes. Heute geht es um das Paradox des Königreiches. Paradox ist ein gewisses Spannungsverhältnis. Na, man denkt, so soll das sein, es ist aber anders. Bekannter hat mir erzählt, ich habe Hühner gekauft und damit ich die Hühner nach Hause bringen konnte, im Auto, habe ich sie so gefesselt. Und ich kam zu Hause an und habe dann die Schnüren durchgeschnitten und die Hühner sind einfach so geblieben. Weil das war die Position, die sie die letzten 2 Stunden gewohnt waren. Kann es sein, dass manche von uns auch so leben? So, wir waren gefesselt mit Sünde, Knechtschaft und Jesus hat gesagt, du bist frei und wir haben es vergessen, dass er gesagt hat. Und wir leben so weiter, als ob Jesus gar nicht für uns bezahlt hätte. Ich kenne einen jungen Mann, der hat eine Lehrstelle gehabt, eine Arbeitsstelle, wo der Chef ihn einfach mies behandelt hat, verachtend, kleinmachend, missbrauchend. Und dann war das Lehrverhältnis vorbei und der junge Mann begegnet dem Chef und es war für ihn ganz okay, war gar kein Problem, er hatte damit keine Angst vor ihm, er konnte ihn anlachen und so. Warum? Er wusste, dieser Sklaventreiber hat keine Autorität, keine Gewalt mehr über ihn. Manche andere Leute leben, oder kommt der ehemalige Chef und sie kriegen die alten Emotionen wieder. Es geht mir heute darum in dieser Botschaft, dass wir tiefer verstehen. Jesus hat geschrien am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat den Feind besiegt, entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt und damit hat er für uns die Grundlage geschaffen, in Freiheit zu leben. Freiheit ist ein schillernder Begriff. Wer von euch liebt Freiheit? Für mich war, als ich jung war, ich liebe auch Freiheit, ne? Als ich so in meinen frühen 20er war Freiheit für mich so mit eigentlich das höchste Ideal. Und ich habe alles getan, um frei zu sein. Und wir waren wirklich ganz frei, ne? Frei von der Gesellschaft, frei von allem. Bis ich dann gemerkt habe, nach 2 Jahren, hoppla, ich lebe in Illusion. Illusion heißt, ich denke, ich bin frei, aber der Mensch ist ja nicht das höchste Wesen. Das heißt, wir werden immer irgendwelche Knechtschaften unter uns, in Knechtschaften sein. Freiheit ist wichtig, aber Freiheit ist nicht die Endstation, sondern wenn Jesus sagt, ich mache euch frei, dann sagt er, ich mache euch frei, damit ihr mit mir leben könnt, damit ihr für mein Reich leben könnt, damit ihr dafür leben könnt, dass eure Lebenssegenspuren in dieser Region, in dieser Nation und auch in den Nationen hinterlässt. Wollt ihr das? Ich glaube, deshalb sind wir hier heute Morgen, um das tiefer zu verstehen, zu begreifen. Jesus hat uns frei gemacht mit einem unsagbar teuren Preis, damit wir in dieser Freiheit leben, nicht mehr für uns, sondern für ihn, für den König aller Könige, der uns frei gemacht hat. Und damit durch uns und um uns herum so viele Menschen sagen, oh, in deinem Leben ist etwas, das will ich auch haben. Okay, ich muss jetzt ganz mal kurz hier. Der Ausgangspunkt für diese Predigt ist, um Freiheit zu verstehen, müssen wir eigentlich verstehen, wo wir herkommen. Das gilt sowohl, wenn du deine persönliche Biografie anguckst, kannst du sagen, du freust dich, weil du deine Entwicklung an einem Point of Reference messen kannst. Und so ist es auch, die Timeline nochmal ganz kurz zusammengefasst, die ist wichtig hier. Es gibt den Punkt, die Phase der Ewigkeit. Da war alles fantastisch. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in Beziehung zusammen. Beziehung ist das Wesenselement von Leben. Und dann gab es den Punkt der Schöpfung. Und wisst ihr, was der Schlusskommentar vom Schöpfer war? Samstagnachmittag geht Gott, der Vater, Gott, der Sohn, geht durch den Garten und sagen, wow, wir haben was Wunderbares geschaffen. Es war nicht gut, es war sehr gut. Kein Mangel, kein Defizit, es war fantastisch, es war super, es war Paradies, wunderbar.
Wer von euch möchte nicht gerne im Paradies leben? Aber damit das Paradies so ein wunderbarer Ort sein konnte, ist Gott ein Risiko eingegangen. Er hat die ersten Menschen geschaffen mit der Fähigkeit, sich Gott hinzuwenden oder zu sagen, ich kann es ohne dich, bin selber clever genug. Ohne dieses Risiko wäre die Beziehung zwischen Gott und Mensch gewesen wie zwischen Mensch und Maschine, Roboter. Gott war nicht happy damit, so diesen äußerlichen Gehorsam in uns zu haben, sondern Gott hat Adam und Eva geschaffen, um Wesen zu haben, die sagen, unser Schöpfer, das hast du wunderbar gemacht. Unser Schöpfer, wir lieben dich. Unser Schöpfer, danke für alles, was du geschaffen hast. Das war eigentlich die Essenz der Schöpfung. Gott ist dieses Risiko eingegangen mit dem Bewusstsein, das könnte schiefgehen. Und es ist schiefgegangen an diesem Punkt X. Was ist schiefgegangen? In jedem Menschen von uns ist das Potenzial zu sagen, ich kann es alleine, ohne Gott. Luzifer hat die ersten Menschen studiert und hat gesehen, in ihren Herzen ist was unabhängig sein will, was stolz sein will. Und deshalb sage ich zu Adam und Eva, hey, wenn du diesen Schritt gehst, dieses Verbotene tust, dann kannst du sein wie Gott. Du bist doch so clever. Brauchst du jemanden, der dir sagt, was richtig und falsch ist? Lass dich doch nicht so eine enge Box einstecken. Geh doch für Freiheit. Und in der Freiheit ess den Apfel und entscheide selber, was gut und böse ist. Stolz, Unabhängigkeit waren so die entscheidenden offenen Türen im Herzen der ersten Menschen. Kurze Frage, kennst du in deinem Leben dieses Potenzial für Stolz, dich für besser zu halten, Unabhängigkeit, zu sagen, wozu brauche ich Gott, Freiheit im Sinn zu sagen, wer muss mir schon sagen, wo es lang geht? Kennst du das in deinem Herzen? Wenn du das noch nicht entdeckt hast in deinem Herzen, dann glaube ich auch nicht, dass du Jesus in seiner Tiefe erkannt hast. Jesus ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und die Wahrheit über jeden Menschen ist, dass in jedem von uns dieses Potenzial für Stolz, Unabhängigkeit, Rebellion steckt. Okay, und wenn wir das nicht entdeckt haben, dann brauchen wir auch keinen Retter. Okay, das ist passiert hier. Die ersten Menschen sind darauf reingefallen und dann ist eine kosmische Katastrophe geschehen, unter der wir heute noch leben. Satan, Luzifer, wurde der Gott dieser Welt. Das heißt, Gott bleibt Gott, aber Gott hat zu Adam und Eva gesagt, regiert über diesen Bereich. Ich habe euch eingesetzt, regiert, herrscht, verwaltet, vermehrt. Und jetzt haben sie sich Luzifer untergeordnet und dazu wurde Luzifer der Gott dieses Zeitalters. Das ist eine begrenzte Sache. In der englischen Bibel wird dann The God of this Age mit kleinem g geschrieben. Was hat Luzifer vor? Jesus beschreibt ihn, Johannes 8, zu rauben, zu zerstören, zu morden, zu verführen, zu verblinden, mit Stolz zu verführen. Das ist seine Methode. Warum? Weil er Menschen von Gott abhalten will. Und dann hat Gott aber schon von Anfang an das Evangelium reingebracht. Gleich hier an dem Punkt sagt Gott zu Eva, Eva, von dir wird ein Nachkomme abstammen. Und dieser Nachkomme wird dieser Schlange, die euch verführt hat, den Kopf zertreten. Es wird ihn sein Leben kosten. Aber der Rettungsplan war von Anfang an installiert. Das war die Schlange. Und dann hier war Abraham. Ne? Zu Abraham sagt Gott, ich will dich segnen, damit die Menschen auf der ganzen Erde gesegnet sein können. Weißt du, warum wir heute hier sitzen und an Jesus glauben? Weil Gott zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen. Die Bibel nennt uns dann später, wir sind Kinder Abrahams. Das heißt, der Segen, der hier losgeschickt wurde, der geht weiter. Und wisst ihr, wie weit dieser Segen geht? Alle Nationen, alle Volksgruppen. Das ist die Dynamik der Weltgeschichte. Die Dynamik der Weltgeschichte wird nicht von den Politikern gemacht, wird nicht von Pandemien gemacht, sondern die Dynamik der Weltgeschichte wurde hier beschlossen. Ich will dich segnen, Abraham, und der Segen soll durch Jesus zu den ganzen Nationen kommen. Leute, wir leben in einer unheimlich wichtigen, wertvollen, interessanten Zeit, die nicht ohne Herausforderung ist, aber hier wird der Segen, der Abraham verheißen wurde, durch Jesus bis an die Enden der Erde verbreitet.
Dann kommt David und Gott sagt, okay David, solche Menschen wie dich mit Herzen, die mich anbeten, die will ich haben. Da ist der Thron. Und dann kam das Größte aller Zeiten, das Kreuz. Am Kreuz hat Jesus Satan entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Hier ist der größte Triumph der Weltgeschichte geschehen. Und jetzt können wir bitte die erste Folie angucken. Was ist hier passiert? Erstmal kurz das Wort Evangelium. Wir nutzen das Wort so ganz einfach. Evangelium ist halt eine gute Botschaft. Gott ist halt gut und gnädig mit euch. Das ist ein kleiner Teil. Evangelium, wenn in der griechischen Literatur das Wort Evangelium benutzt wurde, vor der Zeit von Jesus, war das, oh, da kommt ein Bote, der Bote kommt vom Kriegsplatz und der Bote gibt uns Informationen. Der Kampf ist gewonnen, der Krieg ist aus, der Kampf ist gewonnen. Evangelium ist die gute Botschaft von einem Sieg, von einem Herrschaftswechsel. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, und sorry, wenn ich das als Deutscher so bringe, aber ich denke, das ist beeindruckend. Zweiter Weltkrieg. Die Nazis haben gemacht, was sie gemacht haben. Schrecklich, übel, destruktiv. Und dann kam die Wende der Geschichte. Die Alliierten sind in Deutschland einmarschiert. Bis zum zentralen Punkt. Die Alliierten sind in Berlin einmarschiert. Dann kam das Evangelium. Der Krieg ist vorbei. Der Krieg war dann vorbei, als die Headquarters in Berlin entmachtet wurden. Die Nazis und Generäle und die Machthaber wurden entwaffnet, wurden abgesetzt, wurden verurteilt. Und dann kamen die Alliierten und haben die KZs aufgemacht, haben andere Gefangene freigesetzt. Das ist eine Art von Illustration für Evangelium. Ein böses, destruktives, übles System wurde entwaffnet. Da kam eine stärkere Armee, die Alliierten waren die Stärkeren, haben entmachtet, haben die politische Autorität weggenommen. Wir setzen jetzt unsere Leute ein, haben die Waffen weggenommen, haben gesagt, jetzt regieren wir hier. Evangelium. Und das Gleiche ist mit Jesus passiert. Die nächste Folie bitte. Die kompakteste Beschreibung von diesem fantastischen, einmaligen Sieg, den lesen wir hier. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Was war der Schuldschein gegen uns? Das Gesetz, das uns anklagt. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Oh, ich habe es wieder getan, oh, ich habe es wieder getan. Und jeder von uns weiß, wir werden immer schuldig. Und jetzt Evangelium, den Schuldschein, der mit diesen Forderungen gegen uns stand, wurde in Jesus erfüllt. Jesus hat das Gesetz 100% gehalten, nicht einmal gesündigt. Deshalb wird Gott heute das Gesetz nicht gegen uns halten und sagen, du bist ein böser Sünder, sondern er wird sagen, und wir können sagen, diese Anforderung des Gesetzes hat Jesus ans Kreuz getragen. Das Gesetz kann mich nicht anklagen, das Gesetz kann mich nicht verurteilen. Ich bin frei. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. In Christus ist das Gesetz zum Ende gekommen, erfüllt, zum Ende gekommen. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Satan kann dich nicht mehr anklagen. Und wenn Satan kommt und dich anklagt und mich anklagt, was machen wir dann? Wir entscheiden uns, höre ich auf die Stimme des Verklägers oder höre ich auf die Siegesbotschaft? Am Kreuz ist der Schuldbrief, am Kreuz ist die Anklageschrift ungültig gemacht, ausgelöscht, weil das Gesetz erfüllt wurde. Kennst du manchmal diese Gedanken der Verdammnis, der Anklage, nicht gut genug zu sein, zu versagen? Kennst du das? Was machen wir damit? Wenn wir mit diesen Gedanken der Anklage kooperieren, distanziert es uns von Gott. Weil wir denken, oh, Gott kann mich doch eh nicht so gebrauchen. Gott ist doch nicht ganz zufrieden mit mir. Wenn wir aber diesen Blick von der Siegesbotschaft her, diesen Blick nehmen, dann sagen wir, Gott ist zufrieden mit mir. Nicht, weil ich perfekt bin, aber Jesus hat das Gesetz erfüllt zu 99%. Und für das eine muss ich viele gute Werke tun. Zu wie viel Prozent, Tom?
100% hat Jesus das Gesetz erfüllt. Halleluja. Und wenn wir nicht die Größe dieser Siegestat von Jesus sehen, die vollkommene Opfer, dann müssen wir immer selber noch etwas dazu beitragen, um Gott zu zeigen, ich bin doch auch gut, ich habe auch noch was für meine Erlösung beigetragen. Und wir in Mitteleuropa, wir Schwaben und wir Schweizer, ja, wir sind ja gute Macher, wir kriegen ja auch was geschafft. Ne? Aber Leute, vor Gott müssen wir nichts mehr leisten. Vor Gott ist die Siegesbotschaft von Jesus vollkommen bezahlt, frei, Gesetz erledigt, wir sind frei. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Jesus kam und hat gesagt, das Reich Gottes ist da. Ja, wo ist es denn? Okay, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, die Kranken heile und die Gefangenen freisetze, dann ist Gottes Herrschaft hat hier auf der Erde angebrochen. Dann heißt es, ein Stärkerer ist gekommen, der hat den Starken, Satan ist stark. Er ist stärker als wir. Lass uns ganz nüchtern sein. Aber wir haben keine Angst vor ihm, denn es ist ein Stärkerer gekommen, der ihn entwaffnet hat, der ihn gebunden hat und der doch triumphiert hat. Und das ist eigentlich die Grundlage unseres Glaubens, das ist die Grundlage unseres Handelns in dieser Welt, dass wir wissen, Jesus hat den Schuldbrief ausgelöscht, Jesus hat die Mächte entwaffnet, er ist nicht im Grab geblieben, nicht mal der Tod konnte ihn zurückhalten. Evangelium, die Siegesbotschaft, dass eine stärkere Macht gekommen ist, um die destruktive Mächte und die destruktiven Elemente auf dieser Erde zu zerstören. Dazu können wir mal ganz ruhig ein Halleluja sagen. Ne? Das ist der größte Sieg der Weltgeschichte. Halleluja! Und dieser Jesus, der diesen Sieg vollbracht hat, er schaut heute Morgen runter auf die Erde. Und wo sind Leute, die meinen Sieg verstehen? Wo sind Menschen, die dankbar sind, die kapieren, wo sie herkommen? Wo sind sie? Und deshalb, Gott sucht Menschen, die im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Deshalb machen wir heute Morgen Anbetungszeit. Monik und Team, vielen Dank. Es ist so erfrischend und ermutigend, inspirierend, mit euch mitgenommen zu werden. Wir sind hier, weil Jesus Menschen sucht, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich habe hier die schwarze Linie weitergeführt. Wisst ihr warum? Weil die Bibel uns ein Bild gibt, dass am Ende der Zeit, kann man Matthäus 24 nehmen oder 2. Timotheus 2, am Ende der Zeit wird es nicht ganz leicht werden. Ne? Da wird es ein bisschen übel, weil Satan kennt ein paar Seiten der Bibel. Er weiß, dass an diesem Punkt hier seine Zeit abgelaufen ist. Da ist der Vorhang der Weltgeschichte zu. Satan, der jetzt schon besiegt ist, aber in der langen Leine noch seinen Unfug betreiben kann, wird hier endgültig in den Feuerpfuhl geworfen. Er weiß es. Und was macht er deshalb? Diese letzten verbleibenden Tage, Wochen, Jahre, die er hat, Jahrzehnte, Gott weiß es, da wird er immer übler. Verführung, Manipulation, das sind so seine Hauptwaffen wie am Anfang. Menschen verblenden, er ist der Vater der Lüge, manipulieren, das wird immer schlimmer. Aber das ist nicht unser Fokus, Leute. Wir schauen auf Jesus. Und seit er auf dieser Erde den Feind besiegt hat, gibt es hier ein Wachstum des Reiches Gottes. Es haben sich noch nie so viele Menschen bekehrt, wie in der Zeit, in der wir leben. Ist das nicht wunderbar? Das Reich Gottes ist in Bewegung. In Mitteleuropa kriegen wir es noch nicht so ganz mit. Wir spüren, dass Gott Menschen öffnet, hungrig macht. Wir spüren es auch hier. Aber die eigentliche Dynamik der Geschichte, der Sinn der Weltgeschichte, was bei Abraham angefangen hat, alle Volksgruppen sollen gesegnet werden, wird in Jesus durch uns erfüllt, weil wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und brav predigen hören. Weil wir das tun, was Jesus gesagt hat. Geht hin zu euren Nachbarn, zu euren Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen. Geht! Geht heißt, seid in Bewegung, seid intentional ausgerichtet. Wie kann ich den Leuten Jesus bekannt machen? Okay, und unser Fokus der Jesus-Nachfolger ist über Finsternis über die Nation.
einfach zu sehen, aber über uns, über dem Volk Gottes, geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Und da gibt es so viele Verheißungen. Daniel 2, Micha hat so wunderbar darüber gepredigt. Daniel 2, ein kleiner Felsen mit 11, 12 Leuten wurde losgelassen vor 2000 Jahren und dieser kleine Stein wird zu einem großen Fels und geht in alle Nationen. Habakuk 2,14, so wie die Wasser den Meeresboden bedeckt, so wird dieser Globus bedeckt werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn und viele Knie werden sich beugen und Zungen bekennen. Jesus ist wirklich Gott. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel, zum ewigen Leben. Halleluja. Okay, nächste Folie bitte. Wie hat Jesus diesen Sieg eigentlich zustande gebracht? Das war die Zusammenfassung. Die Antrittsrede von Jesus ist noch ganz wichtig. Seine Antrittsrede war, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht gebe, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das war die Regierungserklärung von Jesus. Er hat gesagt, jetzt bin ich hier. Er hat die Versuchung überwunden. Wo der erste Adam versagt hat, hat der letzte Adam dem Feind widerstanden und so hat er die Autorität gehabt. Und er sagt, Leute, jetzt ist das Reich Gottes da. Die Herrschaft vom Himmel kommt jetzt auf diese Erde. Und Gott nimmt seine Herrschaft, weil er die Menschen, die er hier geschaffen hat, liebt und weil er will, dass sie in Freiheit kommen, ihn zu kennen, mit ihm zu leben. Und Jesus sagt, auf mir ist eine Salbung. Und Salbung ist nicht irgendetwas Mystisches, sondern er sagt, Gott wird mich bestätigen, weil er mich gesandt hat. Gott wird mich bestätigen und Kraft geben, damit durch mich etwas passiert, dass durch mich Gefangene freisetzen, die Armen was hören und so weiter. Das war Jesus. Jesus sagt, folgt mir nach. Gibt es hier Jesus-Nachfolger? Kann ich mal die Hände sehen von Jesus-Nachfolgern? Okay, es gibt ein paar. Ne? Als Nachfolger von Jesus machen wir das, was Jesus gemacht hat. Du bist gesalbt. Ich wiederhole das, ist nicht irgendwas mystisches Gefühl über dir, sondern Salbung heißt, zu erkennen im Herzen, ich bin von Gott eingesetzt. Ich bin nicht besser als irgendein anderer Mensch, aber ich weiß, wo ich herkomme. Und ich weiß vor allem, was Jesus, das mache ich groß, ne, was Jesus hier getan hat. Von diesem Sieg, von diesem Triumph des Kreuzes lebe ich. Das ist meine Grundlage. Das ist die Grundlage für meine Identität, die Grundlage für meine Handlungsweise und deshalb existiere ich. Und das wird expandieren bis zu dem Tag, wo König Jesus seine Braut, die in ihn verliebt ist, sagt, Maranatha, komm unser Bräutigam. Das war seine Antrittsrede und dann hat er einen Preis bezahlt. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz stand. Und jetzt dieses große Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr schon mal mit Leuten geredet, die über Jesus gespottet haben? Haben wir erlebt. Mit Schweizern, mit Deutschen, mit Moslems, mit Rumänen. Der Tag wird kommen, wenn niemand mehr spottet, sondern wo sie sagen, jetzt erkenne ich, Jesus, du bist der Schöpfer, du bist der Herr, du bist der rechtmäßige Herrscher. Das wird an dem Tag sein, wo der Vorhang zugeht, wo man sich nicht mehr entscheiden kann. Deshalb ist es wichtig, jetzt, solange es Tag ist, dass wir jetzt den Menschen diese Botschaft vermitteln, dass sie sich jetzt, wenn der Tag der Rettung ist, entscheiden können, mit Jesus zu leben, für Jesus zu leben. Hier ist das Paradoxe. Jesus wurde erhöht, den höchsten Namen des Universums. Die Mächte der Finsternis zittern, wenn sie den Namen Jesus hören, weil er sie besiegt hat, weil er aus dem Grab herausgekommen ist. Sie zittern, das ist der höchste Name.
höchste Autorität. Das hat Michael letzten Sonntag so toll hier gepredigt, die Einsetzung von Napoleon. Jetzt nehme ich die Krone und mache mich hier zum Chef. Ne? Und hier Jesus als der Sohn Gottes, der sagt, ich gehe den Weg des Dienens. Gehorsam. Ich identifiziere mich mit den Menschen, unter denen ich lebe. Es ist mir nicht gleichgültig, was hier passiert. Und deshalb sagt der Vater im Himmel, das strahlt meinen Charakter aus. Das ist das Regierungsprinzip in meinem ewigen Reich, den anderen zu dienen, aus der Komfortzone rauszugehen. Wir haben manchmal Angst, aus der Komfortzone rauszugehen. Geht es euch auch so? Aber Jesus ist aus der Komfortzone raus, der wirklich, müsst ihr vorstellen, er war im Himmel. Vater, Heiliger Geist, Freude, die Fülle, kein Mangel, kein Defizit, nicht ein negatives Wort, nicht mal ein negativer Gedanke. Denen ging es fantastisch. Und das hat Jesus hinter sich gelassen. Er entäußerte sich. Er ging raus aus der Komfortzone des Himmels, aus dem perfekten Environment. Er hat gesagt, weil diese Menschen da unten nicht zu Gott kommen können, weil sie getrennt sind, weil die Tür zu ist zum Paradies und weil sie keine Offenbarung haben, komme ich und ich bringe ihnen Offenbarung vom Himmel. Ich zeige ihnen den Vater. Ich mache ihnen die Tür auf. Ich mache alles, was notwendig ist, damit jeder Mensch, der jemals auf diesem Globus lebt, mit Jesus, mit Gott leben kann, mit dem Vater versöhnt werden kann, nach Hause kommt zum Vater und sagt, danke Retter Jesus, dass ich beim Vater sein kann in Ewigkeit. Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht des Sieges, des Stärkeren, des Sieges von Jesus. Aber Jesus wurde deshalb stärker, weil er nicht wie Luzifer gesagt hat, ich will sein wie Gott, ich will selber wissen, was recht und falsch ist, ich will das selber bestimmen. Mir hat niemand was zu sagen. Radio Luzifer. Destruktiv, zerstörend, verführerisch. Der letzte Adam. Ich bin von dir abhängig, mein Vater. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich tue nur das, was ich dich tun sehe, Vater. Zeig dir mir, was du tust. Das will ich auch tun. Vater, dein Ziel ist, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Vater, ich bringe diesen Menschen die Wahrheit in meiner Person, dass sie zu dir kommen können, die Ewigkeit mit dir verbringen können. Und der Vater sagt, das ist mein Diener, das ist meine Antwort, das ist mein Gesalbter und ihn werde ich erheben, dass alle Knie sich beugen werden an dem Tag X und alle Zunge bekennen werden, sagen, Jesus, du bist der Retter, du bist der Herr. Herzlichen Glückwunsch, dass wir, die wir hier sind, dass ihr und wir schon jetzt die Knie beugen können. Das ist das große Privileg. Das hat Michael letzten Sonntag auch gemacht, am Schluss unsere eigenen Kronen niederzulegen und den König anzubeten. Das ist die Grundmusik, dieses Paradox im Reich Gottes. Gott will uns Autorität geben. Und ich rede jetzt zu dir und zur Gemeinde Grützpunkt und zu mir. Gott will unsere Autorität wachsen lassen. Er will, dass unser Einfluss in dieser Stadt, in dieser Region, in dieser Nation wächst. Aber es gibt nur einen Weg. Das ist der Jesusweg, der nach unten ging. Raus aus der Komfortzone. Identifizieren mit den Menschen. Dienen. Gehorsam dem Vater gegenüber. Und es gibt so viele Kreuzungspunkte. Der krasseste Kreuzungspunkt für Jesus war in Gethsemane. Oh Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. 2 Willen haben sich gekreuzt, 2 Wege haben sich gekreuzt. Jesus hat sich gebeugt im Willen des Vaters in Gethsemane und ging den Weg konsequent bis zum Kreuz. Und der Vater sagt, Jesus, das ist das Größte, was jemals geschehen ist auf diesem Planeten. Dich will ich groß machen. Dein Name soll unter allen Nationen bekannt gemacht werden. Denn der Name Jesus repräsentiert die schönste Person, die vollkommenste Person, in der alle Schätze der Weisheit sind, in dem die Liebe vollkommen ist. Deshalb soll dieser Name Jesus bekannt gemacht werden unter allen Nationen, sodass viele Menschen mit Gott versöhnt werden können in der Ewigkeit. Wir sind die Nachfolger von Jesus. Was machen wir? Wir gehen diesen Weg
Wir wollen Einfluss haben, nicht Einfluss, um uns groß zu machen, um Kreuzpunkt groß zu machen, um unsere Gaben und Berufungen groß zu machen. Wir wollen, dass unser Einfluss wächst, damit Jesus groß gemacht wird, damit Menschen sagen, ich will auch diesen Jesus kennenlernen, damit sie das Salz spüren durch unser Leben und dann Durst bekommen und sagen, Jesus, ich will trinken von dir. Wenn wir mal Einfluss bekommen würden, konjunktiv, was würden wir damit machen? Bessere Veranstaltungen, bessere Aktionen? Das ist ein Teil von dem. Aber ich denke, mehr Einfluss zu bekommen heißt, zu gehen. Gehen, gehen, gehen. Die Kraft, die Essenz des Evangeliums wird im Gehen erlebbar. Das Evangelium ist nicht eine Komm und setz dich hin Botschaft, sondern das Evangelium ist eine Geh los und verkündige diese Siegesnachricht unter allen Nationen, vor allem unter den Armen, vor allem unter den Kranken, unter den Bedürftigen. Geht zu denen, zu den Hecken und Zäunen. Bring diese Siegesbotschaft, dass ihr Leben Hoffnung bekommt, dass ihr Leben Zukunft bekommt. Deshalb gibt es Kreuzpunkt, Leute. Das ist unsere Existenzberechtigung. Okay, Gott hat ihn erhöht und jetzt kommen wir zum Abschluss. Na, was bedeutet das für uns? Ich habe schon angefangen. Es bedeutet für uns, dass unser Einfluss wächst. Frage, willst du, dass der Einfluss von Kreuzpunkt hier in der Region wächst? Geben wir jetzt bitte keine schnelle Antwort. Na? Das ist keine leichte Angelegenheit. Der wachsende Einfluss von Kreuzpunkt könnte heißen, ich weiß ja nicht, wie das aussieht im Detail, aber könnte heißen, so wie in der Apostelgeschichte, wir gehen los im Namen von Jesus als seine Nachfolger. Wir sind uns bewusst, dass wir schwach und einfache Menschen sind, aber wir wissen, der Geist Gottes ist auf uns, in uns, Dynamis ist in uns. Es könnte sein, wir fangen an, für Menschen zu beten und es passiert nichts. Kann sein, wir fangen an, für Menschen zu beten und manche werden geheilt. Und manche werden hungrig vor Gott. Es kann sein, dass Gott uns zu Menschen hinschickt, die ganz einsam sind und sie kommen raus aus dieser Falle der Einsamkeit. Es kann sein, dass Gott uns zu Menschen schickt, die sozial verachtet sind und wir gehen hin und sagen, Jesus liebt dich so, wie du bist. Komm raus aus den Fesseln, wie die Henne rauskam. Ne? Komm raus und geh in die Freiheit. Empfange die Liebe, die Wertschätzung, die Würde, die Gott dir gegeben hat. Es könnte sein, dass Gott uns zu alleinerziehenden Frauen schickt, die überfordert sind, 3, 4 Kinder zu erziehen. Es könnte sein, dass Gott uns zu wohlhabenden Menschen schickt, für die alles in Ordnung ist, kein Fehler, kein Problem. Und wir ihnen sagen, du, es gibt noch etwas mehr für dein Leben. Das Leben in Ewigkeit mit deinem Schöpfer. Es könnte sein, dass Leute uns zu Menschen schicken, die Verantwortung in der Regierung haben. Und dass wir zu ihnen sagen, du, ich habe etwas für dich, was du noch nicht gehabt hast. Wir haben schon ein paar Jahre her in der Gegend von Reutlingen eine Erweckung erlebt unter Geschäftsleuten, die waren damals so um die 30. Ich war auch um die 30, die Leute kennengelernt. Und es war so aufregend. Ich habe mich mit einem getroffen. Sage ich, wo kommst du her? Sagt er, ich habe jetzt gerade noch mit einem Nationalspieler vom VfB Stuttgart mich getroffen. Und dieser Freund von mir, der war vielleicht 2 Monate Christ. Na? Was hat er vor? Er geht zu den Leuten hin. Na? Er war Geschäftsmann. Nächste Woche, wo warst du? Beim Oberbürgermeister. Was hast du dort gemacht? Ich habe ihnen erzählt, dass Jesus mich verändert hat und dass er ihr Leben auch verändern kann. Versteht ihr, in dem Moment, wo Jesus in uns lebt, können wir sagen, ich kann nicht mehr anders. Das ist nicht Kreuzpunkt wird kein neues Gemeindeprogramm machen. Jetzt müssen wir das alles so und so machen. Kreuzpunkt ist von Gott bestimmt und eingesetzt, ein Ort zu sein, wo die Gegenwart Gottes
unsere Herzen ergreift, wo die Offenbarung des Heiligen Geistes uns zeigt, diesen fantastischen Sieg von Jesus und uns die Gnade gibt zu sagen, ja Jesus, ich bin dabei, danke, 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 dass du für mich bezahlt hast, dass der Schuldbrief zerrissen ist, ausgelöscht ist, dass die Mächte der Finsternis entwaffnet sind, dass du mich freigesetzt hast, danke Jesus. Und jetzt bin ich hier, um mit dir zu leben, für dich zu leben. Zeig mir die Menschen, die dich noch nicht kennen. Zeig mir die Menschen, die du durch mich mit dir bekannt machen möchtest. Und dann wird unser Leben richtig, richtig spannend. Das ist kein Spaziergang. Diese Phase des Reiches Gottes ist wachsend. Jesus sagt, wird aber sein wie Geburtsphasen. Die bei Geburten dabei waren, die wissen, je näher die Geburt kommt, desto kürzer werden die Intervalle, so heftiger die Wehen. Ist es so? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja? Das haben meine Kinder auch miterlebt. Ne? Und das heißt, nicht umsonst benutzt Jesus diese Illustration. Das heißt, hier in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob wir hier sind oder hier sind, ich spiele nicht mit Jahreszahlen, aber ich beschreibe die Dynamik, die wir im Wort Gottes klar präsentiert gekriegt haben. Ne? Die Zeiten, in die wir reingehen, wir werden mehr Intensität der Herrlichkeit erleben, mehr Kraftwirkungen, mehr Einheit. Denn Jesus sagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Nicht an euren vielen Reden, nicht an euren schönen Gottesdiensten. Wir wollen schöne Gottesdienste, das ist nicht mein Punkt. Aber die Welt wird daran erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr euch liebt. Liebe ist ein Verb, nicht ein Substantiv. Das heißt, wenn ihr gewisse Haltungen, Handlungen zutage legt, wo man spürt, da werden soziale Barrieren überwunden, da werden Bildungsunterschiede überwunden und ähnliche Dinge. Da gibt es eine übernatürliche Kraft, die diese Dinge möglich macht. Und Jesus sagt, diese Kraft gebe ich euch. Das ist mein Markenzeichen, das ist geschieht. Und dann wird die Welt erkennen, wow, hier ist was anderes da. Okay. Das ist die Information. Für die Umsetzung der Information ist jeder selber verantwortlich. Können Sie wieder hochkommen? Ne? Aber wir sind eine Gemeinde. Das heißt, wir wollen bewusst zusammenstehen und sagen, wir wollen einander unterstützen. Wir wollen einander stark machen. Und ich will es euch ermutigen, im Lauf dieser Woche, redet miteinander. Redet miteinander als Ehepaare, Familie. Redet miteinander am engsten Freundeskreis mit dieser Fragestellung, was können wir tun, dass König Jesus, dieser paradoxe König, der sich so erniedrigt hat und dann vom Vater erhöht wurde, dass er in unserer Region bekannt wird. Was können wir dafür tun, dass die anderen 98% der Bevölkerung, die ihn noch nicht kennen, dass einige von ihnen ihn kennenlernen durch uns? Macht das zum Thema nächste Woche und ich bin überzeugt, wenn wir das zum Thema machen, dann machen wir Gottes Agenda zu unserem Thema. Und wenn Gottes Agenda unsere Agenda ist, dann werden wir Gottes Salbung, Gottes Kraft und Freude erleben. Es wird kein Spaziergang sein, es wird nicht gleich alles gelingen, aber wir werden in die richtige Richtung uns bewegen, die vom Himmel bestätigt und gesalbt ist. Ich bete jetzt kurz für uns und dann werden wir überleiten zum Abendmahl, weil es ein zweiter Teil dann praktisch der Anwendung dieser Botschaft ist. König Jesus, wir können nur immer wieder neu staunen über dich. Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Gehorsamer Sohn Gottes, der aus der Komfortzone ging, um zu uns zu kommen. Vergib uns, Jesus, weil wir das immer wieder so für selbstverständlich nehmen und einfach für eine dogmatische Information. Heiliger Geist, wir brauchen dich, den Geist der Offenbarung. Offenbare uns immer wieder auf eine ganz frische, persönliche Art und Weise, was Jesus für uns getan hat, den Preis, den er bezahlt hat und auch die Größe seines Namens als Herrscher aller Herrscher. Geist Gottes, wir brauchen dich. Komm, offenbare uns. Gib uns den Geist der Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst. Und wenn wir Offenbarung haben, mach uns zu Menschen, die Täter des Wortes sind. Ich segne jeden, der hier ist heute. Ich bete, dass du mit uns weitergehst und dass du uns Verbündete gibst,
mit denen wir gemeinsam sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, seinen Namen bekannt machen, dass er sich freut und viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich bete deinen Schutz auf der ganzen Gemeinde, dass du uns zusammenhältst in Einheit, dass du unseren Blick hilfst, unseren Blick wegzulenken von den Dingen, die nicht relevant sind, die nicht in deiner Agenda sind, dass wir immer mehr das Zentrum deiner Agenda erkennen und darin eins werden, eins in Christus. Danke, Jesus. Amen. Und das ist eigentlich jetzt schon eine passende Überleitung zum Abendmahl. Als Jesus die letzten Tage mit seinen Jüngern zusammen war, hat er sie gesammelt und gesagt, so lange habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Mahl zu haben. Und so wie er sie die ganze Zeit geliebt hat, hat er sie bis zum letzten Tag geliebt. Und dann hat er gesagt, wenn ihr dann zusammenkommt und das Brot brecht, den Wein trinkt, wie wir es jetzt machen, dann denkt daran, was ich für euch getan habe, wer ich bin. Und ich möchte heute mal nicht die klassischen Worte nehmen der Einsetzung, sondern Johannes 6. Das war nach der Brotvermehrung, da sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wenn wir das Brot jetzt nehmen, dann denken wir daran, dass der Leib von Jesus für uns gebrochen wurde. In anderen Worten, es ist so, dass wir damit sein Fleisch essen. Das heißt, uns ganz mit ihm eins machen, sagen, Jesus, wir wollen uns vereinen mit dir. Was du getan hast, ist wegweisend für uns. Und es ist Realität für uns. Wir wollen dein Blut trinken, wenn wir den Wein oder den Traubensaft nehmen. Und dann sagt Jesus, wenn er das tut, dann werde ich euch auferwecken am letzten Tag. Also in anderen Worten, wir haben die Gewissheit, dass wir auferweckt werden, wenn wir dieses Mahl im Glauben nehmen, im Glauben, dass er gerufen hat, es ist vollbracht, und es nicht nur ein Ruf war, sondern die Tat, die das ermöglicht hat. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das finde ich so die Weiterführung der Verheißung. Wir gehen weg von hier und damit sagen wir nicht, wir haben das Abendmahl genommen, das war's, sondern wir haben sein Fleisch gegessen, wir sind mit ihm vereinigt, wir haben sein Blut getrunken, wir glauben an seine Gerechtigkeit und seinen Schutz und wir bleiben in ihm. Wir bleiben durch die Woche in ihm verbunden. Nimm dir immer wieder mal Zeiten während der Woche, wo du dich hinsetzt und an das denkst, was er für dich getan hat, wo du mit deinem Munde dich bei ihm bedankst und anderen Menschen darüber erzählst, zusammen mit anderen sagst, danke Jesus, unbegreiflich, unfassbar, danke. In diesem Sinne seid ihr jetzt eingeladen für das Abendmahl. Danke Erik, danke Xaver, dass ihr das so träumer vorbereitet. Ich bete jetzt auch hier, dass wir es nicht nur nehmen, halt, weil wir das Abendmahl nehmen, das einmal im Monat gemacht wird, sondern dass wir wirklich es mit diesem Verständnis nehmen, was Jesus für uns getan hat. Jesus, wir danken dir für diesen Preis, den du bezahlt hast. Dein Leib wurde zerbrochen, dein Blut vergossen und das deklarieren wir heute. Über uns, über jeden von uns, über unsere Ehen, Beziehungen und Kindern und Familien, über die gesamten Gemeinde. Wir sind Eigentum Jesu Christi, erkauft mit diesem teuren Preis deines Blutes. Und wenn es Dinge gibt vielleicht, wo du mit Menschen nicht in Ordnung bist, wir nehmen jetzt einen ganz kurzen Moment und sei sicher, vergib Menschen, die an dir schuldig wurden oder das andere los, die an dir schuldig geworden sind. Wir wollen wirklich mit dieser Freiheit das Mahl nehmen, dass es für uns zum Segen wird. Lass los, die du gebunden hältst und segne die, die Unrecht an dir getan haben. Heiliger Geist, gib uns einfach Herzensoffenbarung, während wir das Abendmahl jetzt nehmen, dass unser Glaube gestärkt wird
unsere Beziehung mit Jesus vertieft und du geehrt wirst. In Jesu Namen. Amen. Kommt dazu.